Hallo? Ist hier jemand? Will hier jemand was Gutes aus Milch? Grab der Königin Mutter. Jetzt bin ich erschrocken. Welche Geheimnisse sind hier begraben? Weiß ich nicht. Sollten wir mal gucken. Bam! Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Indiana Jones und der große Kreis. Wir müssen hier immer noch versuchen, den Aufzug, der da hochgeht, der da, zum Laufen zu kriegen. Und ich glaube, hier sind auch irgendwie überall Nazis. Notiz. Achtung, dieser Aufzug ist außer Betrieb. Der Strom wird zu den Wasserpumpen umgeleitet, solange das Gelände leer gepumpt wird. Läuft nicht. Der Aufzug braucht mehr Strom. Hab ich vor. Da hüpfen wir nicht runter. Da ist noch eine Pumpe. Soll ich mal da nachgucken? Da sind welche drin. Ich gleich mich mal kurz. Okay. Aha, da unten laufen welche. Voilà. Sorry, ich wollte eigentlich Ausdauer futtern, also so ein paar Feigen. An der anderen Seite zu öffnen. Gefällt mir hier gar nicht, dass das so unübersichtlich ist, aber da muss man wohl durch. So, Achtung. Hochwassergefahr. Ich wollte mal gucken, ob man ein bisschen die wertvollen Artefakte zerstören kann. Das wäre irre witzig, wenn das jetzt funktioniert hätte und dann so... Ja, Kacke. So, pass auf. Ja, ja. Da steht einer. Da oben läuft einer. Ich tue jetzt nur so ein bisschen als gucken, ne? So, des Weiteren muss ich hier noch schnell etwas testen. So. Ja, jetzt nachladen, Indy. Ihr Leute, kann mir jemand erklären, wie das mit dem Nachladen funktioniert? Ich sehe, also, seht ihr das? Ich habe 4 Patronen drin im Dingens, in der Trommel. Da passen noch 2 rein. Die würde ich auch gerne reinmachen. Ich habe noch 8 übrig. Ich weiß aber nicht, wie. Moment. Ich dachte, er hätte eben was anderes gemacht. Nee. Okay. So, Tipp für euch. Falls ihr nachladen müsst und so genauso doof seid wie ich. Rechter Trigger, wenn ihr einen Controller habt, dann guckt er sich die Trommel an. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht. Stimmt, ich habe dann einfach losgelassen. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Auf jeden Fall mit dem rechten Trigger guckt er sich das an. Und dann, ich glaube einfach nur, wenn er sieht, dass da 2 fehlen, nichts machen und warten. So. Und jetzt machen wir sie wieder weg. Weil, das will ich nämlich garantiert nicht machen. Ich werde jetzt gleich darüber rennen. Um mich dann versuchen, da hinten anzuschleichen. Was war das? Die Hitze bringt mich um.
Komisch. Der sieht mich. Okay. Der linke da. Also hier sind nochmal 3 oder so. Ja, da ist irgendwas im Busch. Und zwar glaube ich, dass da oben der noch rumschleicht. Und daneben ist irgendwo einer. Der sitzt da drüben. So. Ist das ein Knüppel? Okay, Knüppel ist mir lieber als Knarre. Obwohl, komm, ich nehme die Knarre und nehme sie als Knüppel. Das ist schon in Ordnung. Kann ich hier irgendwie hinten rumgehen? Und der da oben patrouilliert ist? Habe ich den jetzt schon? Scheint gerade so, oder? Also der da hinten im Eck, der macht mir schon ein bisschen Sorgen. Den habe ich immer gar keinen Bock. Ich komme aber auch nicht anders durch. Hier komme ich nicht durch. Oder? Schmeißen da einen Hammer hin. So. Bart juckt. Was war das? Keine Ahnung, was war Lass das? das sein, kapiert? Schön liegen bleiben. Alles klar. Ich lasse die jetzt einfach mal hier liegen. Ich glaube nämlich, dass ich sie jetzt alle habe. Und das sollte ja jetzt keinen mehr stören. So, jetzt natürlich noch ein bisschen umgucken. In aller Ruhe dieses Mal. Jetzt kann man da nicht. Wie ist denn der da runtergekommen? Oder anders gefragt, ist hier hell. Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Oh, da ist leckeres Zeugs. Habe ich aber, glaube ich, alles auf Max, soweit ich weiß. Nee. Guck mal hier. Wie war das? Obst. Ach ja, Obst macht Ausdauer hoch. Könnten wir mal gerade ein bisschen gucken. Habe ich nämlich genug. Dann tun wir mal einfach ein bisschen was essen. An Obst. Hallo? Du sollst Obst essen, Junge. Dass da einer gibst. Zack. Und das auch noch gleich hinterher. Und noch einen. Und zum Schluss den da auch noch. So. Dass hier nichts zu klauen gibt. Was ist denn da los? Ich will gutes Nazi-Gold klauen. Oder so. Hab ich da gerade jemanden gehört? Das sind noch Leute hier irgendwo. Ah, guck mal da. Verband. Den nehme ich mit. So. Pfanne. Ich probiere mal, ob ich da hochkomme. Na komm. Ja. Junge, komm. Komm jetzt. Sag mir nicht, dass du da nicht hochkommst. Doch, guck. So. Ist da jemand? Nee. Locker bleiben! Locker bleiben.
So. Locker bleiben. Einfach mal locker bleiben. Hier muss ich dann wohl runter. Ich will jetzt aber erstmal ein bisschen drumherum gucken. Ob ich irgendwas Interessantes hier finde. Also da drüben ist Strom. Ja, wenigstens sind die Einheimischen nicht, genau. Ich kann auch... Aha. Da ist noch einer, der was poliert haben will. Bestenfalls seinen Kopf. Ich weiß... Achso. Da packe ich es darüber. So. Wieder nach da oben mich umgucken, genau. Ich habe halt gesehen von unten, dass das ging. Hau hopp. So, hier gibt es aber irgendwie nichts. War vollkommen sinnlos, dass ich jetzt da hingegangen bin. Naja. Oder ist hier irgendwie was? Das ist ein bisschen Gepäck. Oh, Datteln. Irgendwas Dattel. So, dann gehen wir jetzt wohl rüber. Wir könnten auch da unten... Ich glaube, das machen wir, oder? Komm, wir gehen erstmal unten rein. Bevor wir oben rumgehen. Das ist jetzt einfach ein Stock tiefer, da wo ich eben war. So, den Schlüssel kann man bestimmt gebrauchen. Das Wasserding wohl nicht so. Und da kann ich jetzt halt hochgehen. Ja, hier ist aber quasi nix. Ja, okay. Nee, jetzt pass auf. Oh, hopp. Da ist noch ein Keks. Ein Keks. Ich gehe jetzt noch in die andere Tür unten rein und dann gehe ich oben rein und... Ich dachte eben, das ist eine Tellermine. Und ziehe das dem einen Futzi über die Birne. Achso, da geht's ja gar nicht rein. Ja, schlau. Danke. Danke, Gehirn. Dann jetzt so, als wäre ich da schon gewesen. Hopp. War das jetzt nur der eine? Gut. Zu dunkel? Wie zu dunkel? Wie soll ich denn da jetzt Licht machen? Kann ich die Lampe da nehmen oder so? Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt den Strom irgendwie umleiten. Oh, das ist noch... So, dann bräuchte ich eine zweihändige Waffe. Oder das da? Ja, doch, das dürfte auch gehen. Zack. Geld her. So, ist das schön. Diese Lampe da kann man dann irgendwie anschalten. Okay, wahrscheinlich indem ich den Schalter da umlege. Ich gucke mich natürlich jetzt erstmal noch um. Ne? Schon mal hier. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt genug umgeguckt. Das glänzt hier schön. Dann legen wir mal den Schalter um. Ich hoffe nicht, dass ich dann irgendwie rennen muss oder so. Ich glaube, das war der letzte Schalter. So. Jetzt haben wir auch ein schönes Wandbild. Zack. Grabmalereien, die das Andenken an die Verstorbenen bewahren und schützen. So ist der Plan, ja. So, dann habe ich jetzt den Aufzug in Gang gesetzt. Ja, das ist doch äußerst praktisch. Was auch noch äußerst praktisch wäre, ist, wenn ich mal die Bücher, die ich gekriegt habe, nutze. Doppelte Menge an Brot mitnehmen. Und Überleben haben wir auch noch eins. Entschlossenheit. Erleide weniger Schaden, wenn eine Gesundheit fast erschöpft ist. Und hier haben wir noch Kampfgenie 2. Erforderlich 750. Verursache mehr Schaden mit ein- und beidhändigen Waffen. Ja, hallo. So, dann bin ich wieder so gut wie auf Null. Fehlt halt noch, wie ihr gerade gesehen habt, die Entschlossenheit hier. Jetzt brauche ich mal dann noch ein paar. Egal. Guti, ihr Leute. Dann sind wir hier soweit durch. Sehe ich das richtig, ja? Ist da hinten was drin? Nee, das ist einfach nur Sand. Dann sind wir hier quasi soweit durch. Ja, sorry, ich bin ein bisschen doof. Ich renne jetzt einfach mal zurück. War da gerade eine Schatzkiste? Nee, dann nehme ich halt das Hämmerchen mit. Dann nehme ich kein Hämmerchen mit, weil er nämlich jetzt fallen lässt.
Und dann gucken wir mal, was mit dem Aufzug, was da passiert, wenn wir den anschalten. Oder wie leise. War ich drin. Wie leise wir uns jetzt bewegen können. Und immer noch gucken, ne, dass ich irgendwie was... Schon wieder was gehört. Da oben ist einer. Ich verstecke mich hier ein bisschen. Guck, da war nämlich gerade einer, der mich gesehen hat. Oder hätte. Kommt da jetzt ein Aufzug oder nicht? Geht's hier eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Aha, der Aufzug, ihr habt's gehört, scheint da zu sein. Ey, da war ich vorhin drin. Bin ich denn hier oben gelandet? Wenn ich eine beidhändige Waffe hätte, könnte ich dann die Mauer hier einkloppen? Das geht nicht, also... Da war ich drin, das weiß ich noch. Da müssten auch irgendwo noch die Kollegen rumliegen und schlafen. Nun, okay. Oh, warte mal. Dann probieren wir es mal. Nee. Geht nicht. Nun, dann geht's halt nicht. Dann gehen wir halt jetzt wie geplant zum Aufzug. Irgendwann muss ich ja auch mal vorwärts kommen hier. Ich tue eh schon die ganze Zeit hier rum. Pimmeln. Nee, ist nicht egal. Komm hoch. Junge, heb die Kacke auf hier. Ja, sorry, das hat plus 15 irgendwie wird beim Aufheben fallen gelassen. Ihr kennt es nicht. Okay, er scheint... Seht ihr das? Der Knispel, ne? Der sieht das da. Ja, da kommt ein Aufzug hoch. Da liegt einer drauf und ist tot. Das ist ja aber komisch. Ja, das ist aber komisch. Den habe ich da vorhin... runtergeschmissen. Der liegt da. Ja, schläft schön. Okay. Und hat so gedacht, ja komm, lass mal einen Kollegen mal schlafen. Also eigentlich ist das schon ein guter Kollege eigentlich. Er sieht, dass du müde bist und schläfst. Und dann lässt er dich einfach mal schlafen. So, wo muss ich denn raus? Hier wahrscheinlich. Grabmal von Schenkaus dem Ersten. So. Dann gucken wir erstmal Schatzkarte mäßig. Okay, das sieht jetzt nicht so kompliziert aus. Hoppala. Sarkophag, Wandgemälde und gib ihm. So, ist da jemand hier unten eigentlich? Hallo? Ist hier jemand? Will hier jemand was Gutes aus Milch? Grab der Königin Mutter. Jetzt bin ich erschrocken. Welche Geheimnisse sind hier begraben? Weiß ich nicht. Sollten wir mal gucken. Mhm. Geld auf jeden Fall. Und ein Dokument, aha. Grabungsbericht, wöchentlicher Grabungsbericht an Sturmbannführer Voss. Moment. So, von Adalbert Engel, Grabungsleiter. Die neuen Arbeiter haben die Ausgrabungsarbeiten beschleunigt und das Gebiet wurde effizient und gründlich kartiert. Wir stehen tatsächlich an der Schwelle zum inneren Geheimnis von Königin Schenkaus. Jetzt müssen wir nur noch die Geheimkammer ausfindig machen. Unterstrichen. Oh, das steht da wirklich auf Deutsch. Das ist immer cool. Leider gab es technische Probleme. Komm, ich lese hier. Wegen eines Vorfalls bei der Wasserbohrung musste die Arbeit vorübergehend unterbrochen werden. Das Problem wird umgehend beseitigt.
Nebenbei möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass mich ihre Rückkehr nach Gizeh überglücklich macht. Ihre Anwesenheit wird die Männer zu großen Taten inspirieren, sowie König Cheops sein Volk zum Bau der Pyramiden inspirierte. Ende des Berichts. Geheime Kammer. Hm? Aha. Ich zeig den Nazis, wie das geht. Ja, indem man diese Platte wahrscheinlich da unten... Oh ja, da gibt es sehr viel einzusetzen, sehe ich gerade. Das ist ein Fisch. Ja, also das muss auf jeden Fall runter. Komm her, dann machen wir das gleich. Ah, da unten liegt die dritte. So, das gucken wir uns das mal an. Also da sind Boote, da muss der Fisch hin. Ich behaupte jetzt mal, dass hier die Schlange hinkommt und oben ist Luft, da kommen Vögel hin. Guck, da fliegen Vögel. Da sind Schlangen, also sogar aufgemalt. Also so blöd kann ich mich gar nicht dran stellen. Aber erstmal muss ich ein Foto machen. Ich brauche ja XP. Das muss ein paar. Rätsel sein. Ja, aber sowas von Rätsel muss das sein. So, da muss was aufgekloppt werden. Ah ja, da war noch eine Platte, gell? Das war der Vogel, soweit ich... Ja. So, der Vogel kommt da hoch. Zap, zarab. Dann bräuchte ich noch mein Hämmerchen, das da liegt. Ja, es ist nicht ein Hämmerchen, aber egal, weil ich will ja diese Kiste da auch haben. Ach, guck mal, daneben liegt sogar ein Hammer. Naja. Naja. Geld her. Ich habe immer noch keine Ahnung, für was ich dieses Geld überhaupt brauche. Weil XP sind's nicht. Und was kaufen konnte ich bisher auch noch nicht. So. Und den Fusch. Der Fusch gehört ins Wasser. Zack. Ninde mit. Genau so. Da ist ein Das Licht Lichtstrahl. zeigt den Weg. Das Licht zeigt den Indie. Da ist bestimmt etwas hinter der Mauer. Ja, da könnte man bestimmt so Hämmerchen Das könnte gebrauchen. helfen. Das könnte helfen. Und gib ihm. Noch ein bisschen. Ah ja, okay, reicht schon. Okay. Nazi-Idioten. Das haben sie übersehen. Tja, sind halt einfach nicht die hellste. Aber die lauteste. Das ist das Geheime Problem. Grabkammer der Königin Mutter. Ja. Aber zuerst wird Foto gemacht. Wieso haben sie das gebaut? Damit Leute wie Lara Croft oder Indiana Jones nicht einfach so Zeich aus dem Grab klauen. So, da Ein ist. Lichtstrahl und 3 Augen unterhalb der großen Pyramide. Das Geheimnis der Königin Mutter. Gefunden. Okay. Eine Figur projiziert einen Lichtstrahl auf 3 Augen unterhalb einer großen Pyramide, hat er gerade gesagt. So, dann hätte man das jetzt geschafft. Jetzt muss ich zum Oma zurückkehren. Darf ich mal kurz bei Ihnen... Danke. Upsi. Wo ist mein Hammer? Warst du eben hier drin? Nein, ich habe Pause gemacht. War da nicht gerade jemand? Seltsam. Vielleicht bist du verflucht und nun ist eine Mumie hinter dir her. Sehr witzig. Gehen wir lieber wieder an die Arbeit. Ich mein, ich huck doch im Loch. Das Licht scheint mal genau in die Aue. Ich muss eine Postkarte mit der Pyramide darauf nach Hause schicken. Da ist nix. Tschüss, ihr Lusche. So, ich habe gerade gemerkt, ich hätte da noch tiefer fahren können. Also 0, also ganz hoch. Ja, aber ganz hoch will ich ja... Will ich das? Wahrscheinlich nicht. Weil ich muss mich ja rausschleichen. Ich glaube, die sehen mich dann. Bin aber auch nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sicher ich hier bin. Yes, das seht ihr, die vielen Ausrufezeichen.
Haben mich mal gleich 10 Leute gesehen. Genau das meinte ich. Die sehen mich doch. Da stehen sie jetzt rum. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich, auch wenn ich jetzt nachgeladen habe, ich hab... Kommen die da hoch? Oh! Mich da hoch? Nee, leider nicht. Ich dachte, ich könnte da vielleicht hoch, weißt du? Aber, nee. Er geht mir schon auf den Senkel. Habe ich hier irgendwas zum Schmeißen? Damit ich den reinlocken kann, weißt du? Oh, da liegt was, hab ich gar nicht gesehen. Hosra-Brief. Michel, ich hoffe, dieser Brief findet dich wohl auf und deine Forschung zu den Mysterien der Pyramiden ist fruchtbar. Ich schreibe dir, um von unseren Funden in den Ruinen von Khosra zu berichten. Dabei kamen auch mehrere Papyrusrollen zum Vorschein, die offenbar mit koptischen Texten versehen sind. Dass das eines deiner Spezialgebiete ist, möchte ich sie dir gern zeigen. Wann kommst du denn zurück ins Institut in Kairo? Ich freue mich schon, mit dir unsere ganzen Funde durchzugehen. Deine Einbringungen sind immer so erhellend. Freundlichen Grüßen, André. Glatt was übersehen gehabt. Ich suche halt irgendwas, was ich... Eine Flasche, ein Hammer, ein Stein, irgendwie sowas. Weil der steht jetzt da unten. Bleibt mir halt nichts anderes übrig, wie da jetzt halt runter zu gehen, ne? Und immer uns auf die Glatze zu hauen. Einer reicht. Nur einer. Die machen mich fertig, echt jetzt. So. Klatschen wir die halt von der Seite, ne? Einer müsste da hinten stehen und der andere? Das sollte schnell gehen. Ja, ist wohl nichts. Ich weiß nicht, wer da gepfiffen hat. Ich glaube, das war eine gute Taktik, oder? Ich meine, die dummen Faschos da, die schnallen eh nicht, was los ist. Und ich fahre jetzt mit dem... Da oben steht noch einer, weißt du? Ich will halt nicht schießen. Sollst das nehmen und sollst... Das interessiert den da hinten gar nicht. Ich würde alles für ein weiches Bett geben. Jetzt kommt da ein anderer runter. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den einen da weglocken, weißt du? Jetzt habe ich einen anderen angelockt. Ich könnte... Du hast es so gemacht.
Den hat's zerborsten. Aber meine Waffe auch. Oh, das ist so ein Zufall. Quatsch da. Nimm die Knarre, mach sie zur Keule und gut ist. So. Ich versuche hier jetzt einfach nur mich auszuschleichen. So, ja. Du bist einfach feige. Ja, ich weiß. Das nennt man nicht feige, das nennt man schlau. Und ich bin so doof. Und warte, bis ihr jetzt mit euren Knarren kommt und mich abknallt oder was? Könnt ihr mal gleich vergessen. Ich gehe hier zu meinem Kollegen. Hau ihm auf die Fresse. Nö. Hey, Karim! Okay, ich glaube, da bin ich im Moment nicht gut beraten. So, dann wenden wir... Ah, der heißt gar nicht Karim, der heißt Omar. So. Hier warten wir jetzt einfach. Ah, eigentlich sind wir schon fertig. Die sehen uns schon nicht mehr. So. Ich wollte jetzt nicht zu Omar rennen, wenn ich die Deppen da am Arsch kleben habe, weißt du? Mal einen Blick riskieren. Ja, da unten ist einer, aber der... Ich glaube, die sind doof. So. Hey Omar. Pass mal auf. Ich hab da was für dich. Ganz ruhig, Omar. Ist keine Angst zu haben. Grüße Sie, Professor. Hallo, Professor. Haben Sie dort irgendwas gefunden, Indiana? Ja. Eine Steinstele mit einem Rätsel, einem Hinweis, was unter der Pyramide von König Cheops versteckt ist. Wirklich? Faszinierend. Die sollten Sie Naval bringen. Zur Verwahrung. Ah, okay. So, Punkte gekriegt. Sehr schön. Geheimnis der Königin-Mutter geschafft. So. Das heißt, wir müssen jetzt zum blauen Zelt wieder. Junge, das ist ja hier ein Rumgelatsche. Weg mit dir. Du Flasche. Hä? Moment. Wieso soll ich denn nochmal zu ihm gehen? Da war ich doch gerade. Oma. Nee, die hat doch gesagt, ich soll zu Naval gehen, oder? Die ist doch aber gar nicht... Kann ich da ein Auto nehmen? Das wäre lustig. So. Moment. Tagebuch. So, das. Okay, das heißt, wir könnten jetzt quasi... Heiligtum der Wächter, besondere Bedeutung, Sphinx-Ausgrabung erkunden. Soll ich das oder soll ich erstmal Idol des Ra weitermachen? Städel für Naval sammeln. 1 von 4. Also ich würde sagen... Zeig mal her. Da sind wir ja in der Nähe, oder? Ja, geil. Gehen wir gleich mal hin. Da war doch eben noch ein... Ups. Genau so einer. Muss da ein bisschen aufpassen. Da war ein Beige-Hemd. Okay, wir gehen besser mal da oben rum. Und dann machen wir Lagebesprechung. So. Also. Lagebesprechung. Zack, wir müssen dahin. Das ist ja gar nicht mal so weit. Ich dachte, jetzt wunderst... Uha. Das sind halt 2 Stück. Eines ist ein General. Und der andere ist ein Depp. Ja, kriegen wir hin. Pass auf, wir flitzen da. Hurtig einfach mal da hoch. Ich habe keine Ahnung, wo wir da sind. Aber da flitzen wir jetzt da hin. So. Ah, doch, das kenne ich. Da war ich vorhin schon mal. Und mit vorhin meine ich vor 2 Folgen.
Es ist sogar schon mehr als 3 Tage her, aber egal. Oh. Cool. Da hustet schon wieder wer. Bin hier in der Nähe vom Lager. So, pass auf. Ein bisschen Obst zu uns nehmen. Ausdauer ist immer gut. Ein paar Orangen nehmen. Lecker Orangen. Gibt Vitamine, damit wir fit bleiben. Okay, da hinten. Ein bisschen kleiner machen. Da hinten kommen 2 Deppen gerannt. Da waren welche. Da will ich nicht wirklich runterhüpfen. Ich muss halt jetzt mal gucken. Was die da machen. Ich will halt drüber, die Sphinx. Ist das wirklich alles so nah beisammen? Also ich weiß, dass... Okay, die hauen ab. Schleiche ich mich schnell rüber. Moment. Meine Freundin hat gesagt, also die war halt schon mal in Ägypten. Ich ja nicht. Hey, du da? Darf ich dich mal fragen, wieso du da rumstehst? Salam alaikum, Ustaz. Salam alaikum. Salam. Auch dir. Alaikum Salam heißt das, glaube ich, oder die Erwiderung, irgendwie sowas, ja. Meine Freundin war schon mal in Ägypten und die hat gesagt, dass man denkt halt immer, dass die Pyramiden so mitten in der Wüste stehen und drumherum ist quasi nix und hin und her und tralala. Dann hat sie gesagt, ja nö, eigentlich ist es so, du gehst aus der Stadt raus, guckst nach rechts quasi und das sind die Pyramiden quasi, du kannst rüberspucken. Naja, so ungefähr jedenfalls. So. Keiner hier, keiner da. Ach, da drüben sind welche, aber die sind mir gerade mal egal. Deshalb renne ich nämlich jetzt gleich hier hoch, da sieht er mich nicht. Jetzt will ich doch da rein. Irgendwas gibt's doch hier bestimmt zu klauen. Flaschen. Ein großer Stein. Was da? Bin ich jetzt wirklich im Kreis gerannt? Nee. Es sieht da 1:1 aus wie an der anderen Dingens da. Wo ist jetzt die Katze dahin, die Sphinx? War doch eben noch da. Hör auf. Okay. Oh. Da kommt wer. So, ich merke schon. Ja, aber hier gibt's halt nichts, ne? War ich hier vielleicht schon mal? Steck mich mal ein bisschen vor denen da unten. Was das mit dem Stein da zu tun hat? Nix. Hätte ja sein können, dann noch ein Stein. So. Die 2 da unten gehen woanders hin. Alles klar. Und ich muss quasi hier hin. Ach so, ja. Wie ich hinter denen einfach über die Straße flitz. Ja, wenn die so dumm sind zum Gucken, kann ich ja nichts für. So. Der Mann mit dem Hammer. Ich bin Tor. Oder so. So, da ist eine Sphinx. Ist das da die Sphinx? Ja, ist wie eine alte Mauer. Aber es sieht sehr sphinxisch aus. Oha. Oha, da unten sieht es nicht gut aus, ihr Leute. Ich probiere mich mal an Katzenhintern zu schleichen. Ah, da hinten ist wieder irgendein Mannequin. Ein Mannequin im Keftan. Heißen die, glaube ich. Ich habe mir von meiner Freundin erklären lassen, dass das keine Nachthemder sind, sondern Gewänder. Servus. Sondern Gewänder, die da heißen Keftan?
kann auch Kaftan heißen, Kaftan. Es sind keine Nachthändler. Sagen wir es einfach so. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich kann euch sagen, wo es hingeht. Zu sehr vielen Faschos. Das ist zu viel für heute. Das machen wir morgen, oder? Morgen gehen wir mal runter und klopfen mal ein bisschen bei denen am Helmchen an. Klong, klong. Tschüss. Nee, warte mal. Wie geht Peitschending so?